Ja, ist cool, wenn man so segnen kann. Und wichtig ist, dass man noch weiss, man kann auch segnen, wenn man nicht in der Kirche ist. Also man kann immer über Leute segnen, für Leute beten und so. Ich habe gestern, wir haben ja das Thema Gott redet vielfältig. Schönes Wetter, ich habe mein Fortbewegungsmittel genommen, bin an eine Ausstellung gefahren, dort jemanden getroffen und wie gehört, hey, segne den oder bete für den. Und weisst, zwischen all diesen Töpfen und Kollegen und ja, ist einmal so ein bisschen voll, oder? Und so ein Stammelsegensgebet habe ich dann doch rausgebracht am Schluss und ja, genau. Aber der Punkt ist, ich habe mich getraut. Ich habe gehört und ich habe mich getraut. Es ist jetzt nicht gerade, weißt so, wirklich so ein Anfängergebet gewesen. Aber doch, ich habe mich getraut und habe den Schritt gemacht. Und die Predigtserie, wo wir drin hineingehen, Gott redet vielfältig, ist eigentlich ein Stück weit geht in die Richtung, dass wir uns getrauen, dass wir machen, dass wir ausprobieren, ein bisschen das und geübt werden im Hören. Weil wir möchten das eigentlich machen, weil Gott eben sehr, 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 sehr viel redet zu uns. Wir haben übrigens ein ganz dickes Buch, wo Gott zu uns redet. Das ist die Bibel und das ist wie so die Grundlage. Wir reden dann schon noch über Träume und so Sachen in dieser Serie, aber die Bibel ist immer unsere Grundlage. Und wir sagen, hey, dort hat er Schritt für Schritt, Satz für Satz, redet er zu uns. Schriftlich, ich hätte lieber eine DVD, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt schriftlich und ich lese es, ich gebe mir da Mühe. Genau, und so, wenn wir da miteinander reingehen. Und warum sollen wir auf Gott hören? Das ist immer so ein bisschen, ich weiss doch, was gut ist und so, denke ich manchmal. Aber weiss ich wirklich, was gut ist für mein Leben? Werden wir Menschen, wird Elias Scherer nicht ziemlich schnell einfach auch abgelenkt von unwesentlichen Sachen? Ich bin gerade ein paar Wochen ist es her, am Surfen gsi, ein bisschen News lesen und so, und dann auf Ricardo gekommen. Und dann, also ich muss euch sagen, auf Ricardo, oder? Und ich hätte schier einen Roller gekauft. Ja, wirklich, also um ein Haar. Ich habe mit dem hin und her geschrieben, weil der Preis ist viel zu hoch war. Ich habe ihm ein Angebot gemacht. Also ich habe den jetzt nicht gekauft, oder? Aber ich habe ganz viel Zeit bei Ricardo und Tutti verbracht und geschaut und am Schluss gedacht, brauche ich einen Roller? Ich finde, ich sage das jetzt mal so, werden schnell von unwesentlichen Sachen abgelenkt. Und da brauchen wir halt einfach auch manchmal wieder Gottes Reden, wo uns da weiterbringt, wo uns da Stopp sagt, wo uns da sagt, hey nein, lieber mehr links, lieber mehr rechts oder so, so ein bisschen in die Richtung. Und da habe ich einen guten Vers, oder nein, es ist eben kein Vers, dann hat es keine Bibelstelle, aber einen guten Satz. Oft wollen wir das, was wir nicht haben. Oder haben das, was wir nicht wollen. Das ist so, brauche ich noch, brauche ich nicht, was will ich jetzt? Und dann kommt der zweite Teil, aber Gott schenkt uns, was wir wirklich brauchen. Und das ist so das Coole, oder? Und die Predigtserie soll ein bisschen auch ein Stück weit in das hineingehen. Weil oft lebe ich in Nebensächlichkeiten, in Sachen, wo ich da, was soll ich jetzt heute anlegen und so, oder das ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, was ich sage. Es ist wichtig, dass Gott mich braucht, ob ich jetzt ein schwarzes oder ein blaues T-Shirt habe. Aber ich sage einmal, hey, ich brauche da Hilfe, oder? Hilfe bei diesen Sachen. Und ich glaube auch, dass wir überfordert sind beim Nein sagen. Dass man gewissen Sachen muss Nein sagen im Leben. Und es ist noch schwierig so, oder? Dann argumentierst du mit dir selber oder mit dem Produkt, also bei mir ist das halt kauf mich, bei dir vielleicht etwas anderes. Und du argumentierst, warum du das brauchst und nicht und so. Oder lass dich ablenken. Und eine Massnahme, die ich da drinnen ergriffen habe, ich habe kein Facebook mehr und so Sachen auf meinem Handy. Weil dann will ich nur geschwind ein WhatsApp schreiben und dann denke ich, schau noch geschwind und dann eine halbe Stunde ist vorbei und ich weiss nicht einmal mehr, wem ich ein WhatsApp schreiben oder so. Und dann, das sind so Sachen, wo ich abgelenkt werde, oder? Und das sind Sachen, wo ich Hilfe brauche. Und ich weiss nicht, wie regelmäßig ihr bei uns den Gottesdienst besucht, aber die letzte Predigtserie, die wir da hatten, da haben wir ja ganz viele Menschen erkannt, wo Gott braucht hat, Schritt für Schritt für Schritt. Aber wir haben auch drinnen erkannt, wie viel Mal, dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht einfach aus Gradwohl aus eine Entscheidung getroffen haben. Oder sie sich ablenken lassen haben von hübschen Männern, hübschen Frauen oder so Sachen. Wir haben das drinnen geschaut, wo sie aber auch bewusst gegen Gottes Handeln oder gegen Gottes Reden gehandelt haben. Also ich denke, wir brauchen Hilfe. Die da haben Hilfe gebraucht, wir brauchen Hilfe, um das zu machen. Weil ich staune,
Immer wieder, wenn ich eine gute Entscheidung treffe in meinem Leben, hat doch ein paar gute gegeben, dann nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich Hilfe angenommen habe. Weil ich jemanden gefragt habe. Jemand, der älter ist, jemand, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Oder weil ich auch ein Stück weit in der Bibel angeschaut habe, auf Gottes Rode gehört habe, damit ich gute Entscheidungen treffen kann, brauche ich, Elias Scherer, meistens Hilfe. Und darum ist es jetzt so cool, Joni Steffi da zu haben, als Chefin, oder? Ich kann dann immer hingehen und sagen, du, wie willst du das gern? Oder wie machen wir das? Und sie geben gewisse Inputs rein und dann finden wir eine gute Lösung, eine richtige Lösung, so sich beraten lassen. Das ist cool, darum sind wir auch ein Team im Gottesdienst, ein Team bei allen Diensten, dass wir miteinander gehen können. Die Bibel sagt zu uns im Epheser eigentlich ziemlich deutlich, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen. Es steht da schön ehrlich geschrieben, versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und um das geht es schlussendlich, oder? Dass wir sagen können, hey, was willst du Gott von mir, oder? Red zu mir, ich lese in der Bibel, ich lasse mich beraten, andere Sachen. Und da werden wir so in das Thema eintauchen. Wir brauchen Hilfe und wir wollen dem auch hingehen. Und so werden wir eine Predigtserie starten und da wird es verschiedene Themen geben. Heute werde ich noch ein bisschen über offene und geschlossene Türen reden. Dass Gott auch so reden kann, oder? Dass gewisse Sachen in deinem Leben einfach verschlossen sind oder speerangelweit offen sind. Oder dann eine andere Sache ist, Gott redet zum Beispiel durch Träume. Er redet eben durch andere Menschen. Er redet durch die Bibel, durch Jesus Christus. Oder? Was er gesagt hat, ist quasi Quintessenz. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wenn Jesus etwas sagt, dann gilt das. Dann, wenn wir dort drin hineinschauen, wie redet dann Gott durch Jesus Christus. Und so gehen wir dem nach, damit wir lernen können, Hilfe anzunehmen, damit wir üben können im Hören. Weil wenn wir das nicht machen, dann bist du und ich ganz allein im Ansturm von all diesen Sachen, die auf uns eintrudeln. Von all diesen Werbungen, von all diesen Angeboten, von all diesen Optionen, Möglichkeiten und Zeug und Sachen, wo du bist ganz allein. Und die wollen alle etwas von dir. Komm da, komm dort, mach da mit, dort. Hey, da ist noch eine Aktion, da ist noch etwas los. Und du bist ganz allein und weisst, manchmal vielleicht, ich fühle mich verloren, nur schon wenn ich vor 10 Cornflakes-Dosen stehe, oder? Weiss ich nicht, welche ich nehmen soll. Und das sind die einfachen Entscheidungen. Oder Chips. Ich meine, Chips, ich liebe Chips, oder? Und dann in Amerika hat es 3 Gestelle voll Chips. Und dann musst du die alle durchprobieren und eine Liste führen, welche sind gut und welche sind zu salzig, zu knusprig und so weiter. Aber das sind nur die einfachen Sachen. Da geht es dann auch um Berufswahl und Sachen, Partnerwahl und so, oder? Und da brauchen wir Hilfe und wir können Gott einladen, sein Reden einladen in unser Leben hinein und uns auch ein Stück weit nach ihm ausstrecken, mit ihm den Weg gehen. Wir wollen mit Gott Zukunft gestalten. Ich will meine Zukunft mit dem Reden Gottes gestalten. Meine Zukunft soll ein Teil sein von meinen Begabungen, was in mir drin ist und so weiter, aber auch ein Teil sein von dem, was Gott mir sagt. Elias, mehr links, Elias, zu viel links, wieder ein bisschen rechts. Das soll meine Zukunft sein, mit Gott Schritt für Schritt durch mein Leben zu gehen. Und da gibt es einen guten Vers, den ich euch so ein bisschen in 4 Schritten durchnehmen will. Das ist Epheser 2, Vers 10. Der erste Teil, wo da also es ist ein Vers, ich habe den einfach für euch oder für uns ein bisschen durcheinander gemacht, also unterteilt. Erstens, also es ist schon der Reihe nach, also wenn ihr jetzt die Bibel aufschlägt, es ist schon der Reihe, das ist das falsche Wort für mich. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Punkt einmal. Das ist so der erste Teil. Und das ist so eine Grundwort in dem Innen, oder? Du bist Gottes Werk. Ob du Gott kennst oder nicht und so, das spielt gar keine Rolle, aber das gilt wie für uns alle. Wir sind Gottes Werk. Er hat uns gemacht und er hat einen Plan, dass wir ihn finden. Und das ist der zweite Teil. Wenn wir ihn finden, Jesus Christus, wenn wir durch Jesus Christus, den Vater, seine Liebe sehen, dann geht es einen Schritt weiter. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also durch
Der Glauben an Jesus Christus, durch den Schritt, wo wir mal auf Gott zutun haben, über das Kreuz, dann zu ihm als Sohn, sind wir dann plötzlich an dem Punkt, wo wir sagen können, hey, ich bin aber jetzt auch inwendig neu und ich kann das machen, was gut und richtig ist. Und dazu hat Gott mich auch geschaffen. Also das wäre sogar schon ein Vers, wo man könnte sagen, das hat viel mit Berufung zu tun. Tun, was gut und richtig ist. Also wenn du deine Berufung nicht weisst, dann mach doch mal das. Schon mal gut. Schon mal sehr gut. Aber da kommen wir noch drauf. Dann das Dritte. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Also wenn du durch eine Wand musst, oder? Dann musst du nicht mit dem Bickel oder durch die Wand durchrennen, sondern es ist in einem gewissen Maß vorbereitet. Da hat es wahrscheinlich eine Tür irgendwo. Eine offene Tür. Es ist vorbereitet für dich. Du kommst, fragst, machst die Türen auf, gehst rein. Und so hat er die guten Werke vorbereitet. Und gestern, als ich an dieser Ausstellung war, denke ich, ja, das hat Gott doch vorbereitet, dass der gerade auch dort ist, dass ich ihn erkenne und er mich und so weiter. Hat einen Haufen Leute dort gehabt. Und dass ich dann gerade noch auf die Idee komme, es war vorbereitet. So, manchmal hast du so Sachen in deinem Leben, wo du weißt, das ist jetzt aber irgendwie vorbereitet. Und das sind genau diese Sachen. Und das ist cool, Gott ist mit uns, sagt er da in dem Epheser. Und dann geht es natürlich weiter. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und da drin soll Gott reden. Da drin sollen wir ihn hören, da drin, wenn wir üben und unsere Zukunft so gestalten. Oder der Kolosser, der sagt es noch ein bisschen spontaner. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dass wir Weisheit und Erkenntnis haben, Gottes Reden zu hören, was er will in unserem Leben hinein. Also die Serie geht nicht nur um, wow, ich habe Gott hören, wow, ich habe ihn gehört, sondern dann auch Schritte zu machen. Das zu tun, was er sagt. Und eine und der andere zu machen. Und wenn wir uns dann da so brauchen lassen, in dem hinein, dann wird sich Jesus wird seinen Charakter durch dich auf die Welt bringen. Du wirst ein Teil von seinem Charakter, von seiner Liebe für andere Menschen. Das, was du tust, wird plötzlich ein Teil von seiner Barmherzigkeit für die Armen auf dieser Welt, für die Witwen und Waisen. Und ein Stück weit wirst du ein bisschen den Stolzen widerstehen. Und ein grosses Herz haben, zum Menschen zu helfen, ihnen zu dienen, weiterzugehen, so wie Jesus das gemacht hat. Sie zu trösten. So wie Jesus das gemacht hat. So wie es der Charakter ist von Jesus Christus. Leset die Evangelien. Wenn dann seht ihr, wie Jesus ist, mit den Menschen, denen er begegnet ist er immer gut umgegangen. Und er wird durch dich anderen Menschen ein Lachen aufs Gesicht zeichnen. Und vielleicht wird er dich auch brauchen, zum Heilung bewirken bei Menschen. Inwendig, durch Seelsorge oder Gebet auswendig, bei Sachen, die im Körper kaputt sind. Er will dich brauchen. Wieso ist Jesus? Er will uns mitnehmen in das hinein, die guten Werke, die er vorbereitet hat, seinen Charakter ganz neu zu pflanzen auf die Erde. Und da wird Gott mit dir Geschichten schreiben. So Geschichten wie bei mir da an der Ausstellung. Ist jetzt nicht eine glorreiche, aber ist gerade die nächste, die ich gerade gefunden habe. Oder? Aber da will Gott jeden von uns brauchen. Zu hören, zu tun, was vorbereitet ist. Und dann werden wir ein Teil von seinem Reich, ein Teil von dem Charakter von Gott auf dieser Erde. Und darum wollen wir diese Serie auch wie einpflanzen heute. Und ich habe noch ein Beispiel, so von wegen offene und geschlossene Türen. Und der Übertitel ist eigentlich, wenn Jesus kommt und uns so braucht nach Epheser, dann wird er deine inneren Kämpfe für dich siegen. Das ist mir so aufs Herz gekommen. Gottes Reden, offene, geschlossene Türen, das ist so das Beispiel jetzt von mir, das ich euch erzählen will. Es ist so, ich habe 2 ältere Brüder, die sind Töffli-fanatisch gewesen, beide. Und ich bin ja der Jüngste. Und irgendwann sind die Töffli einfach nur noch rumgestanden, weil die ja schon die Autoprüfung gemacht haben. Und ich als kleiner 12-jähriger Elias, also ich bin also wirklich der Jüngste, also das Nesthäkchen,
habe dann die Töffel gesehen. Und dort hat es mich irgendwo, habe ich dann so einen Virus eingefangen, in diesem Schöpfli, bei diesen Töffeln. Bin dann Töffel gefahren mit 12, ohne Prüfung, Feldwägli, ich habe rumgemacht und so weiter. Und dort fahren ist der Inbegriff von Freiheit in meinem Leben gewesen. Nach der Schule, schlechte Noten, ein riesiges Geschiss daheim, habe ich das Töffel genommen und bin einfach durch die Feldwägli gefahren, so im Fahrhof runter, dort bin ich der Niedernüfern und der Wind in den Haaren und es ist einfach, das Leben war in Ordnung gewesen, oder? Und das hat sich durchgezogen. Ich habe dann die Töffli-Prüfung gemacht, dann haben wir angefangen mit Frisieren, dann ist das langweilig geworden, dann habe ich einen 50er Vespa gekauft, dann habe ich dort einen 125er Motor drin getan, dann ist Frisieren gestorben, weil ich der Schnellste war. Niemand hat es gemerkt, ich bin 18 geworden, ich hatte 125, ich habe wirklich die 2 Jahre 125 habe ich angemacht, wirklich schlimm, ist heute viel besser. Dann einen grossen Töff gekauft und das ist mein Leben. Das ist meine Leidenschaft. Und dann wirst du Pastor. Da stehst du auf der Bühne. Und im Bassersdorf, ich kann euch sagen, als ich dort Pastor geworden bin, hinter der Bühne, da hinten durch, ist die Straße durchgegangen. Und du hast immer die schönen V2 gehört. Also nicht die aus Amerika, die hörst schon, aber die haben mich nicht so berührt. Oder? Das sind andere, weißt, die dann da durchfahren. Und du bist da am Predigen, willst, boah, Gottes Wort. Und es hat einen Konflikt gegeben. Es hat einen riesigen inneren Kampf in mir ausgelöst. Auf der einen Seite hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich fahren will, oder? Und auf der anderen, sollst du doch und könntest doch nicht. Und das ist eine Zerrissenheit. Und dann macht Gott die Türen zu. Offene, geschlossene Türen. Und sagt zu mir ganz klar, verkauf den Töff. Boah, Stich ins Herz. Und ich habe ihn verkauft. Und als er ihn verkauft, da sagt er mir, schau, das ist ein Stück weit, befreie ich dich von dem Kampf. Ich werde dir eines Tages einen neuen Töff schenken. Und ich meine, ihr wisst, oder? Seitdem bin ich auf den Knien gelegen und habe Gott gebeten um einen neuen Töff, möglichst so schnell wie möglich, oder? Und es ist dann auch nach 2 Jahren etwa, habe ich einen Töff geschenkt bekommen und wieder Töff gefahren. Das ist die Tür wieder aufgegangen. Zuerst Gott die Türen die zugemacht, wieder aufgegangen. Und jetzt ist klar, egal was für einen Töff ich fahre, es ist immer nur, und zwar nur ein Fortbewegungsmittel. Die Kirche kommt immer zuerst. Wir hatten das gerade wieder, ist ja die TÜV-Ausstellung Swissmotto gewesen, oder? Und dann haben wir da müssen Sachen vorbereiten für den Gottesdienst. Ich will am Freitag eventuell hätte es ja gelangt zum Freinehmen und so, aber sie haben Sitzungen gehabt und so weiter. Und dann ist das einfach nicht gegangen. Und der Joni so, ich habe schon gemerkt, wenn er mir dann so, ja weißt, eigentlich wäre es besser, du wärst da. Und dann habe ich ihm gut zurückschreiben, hey, ist gar kein Problem. Kirche kommt zuerst. Es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Es geht nicht um Gott, um TÜV in meinem Leben. Es gibt viel Wichtigeres. Ich fahre gerne mit dem TÜV in Kielen oder mit dem TÜV überall hin und so weiter. Aber es hat nicht den Stellenwert. Es ist eine Nebensache in meinem Leben. Und da hat Gott in mir durch offene und geschlossene Türen einen inneren Kampf beruhigt. Und ich hoffe, das ist das. Wenn wir ihn einladen und die Sachen für ihn machen, dann wird er kämpfen. Innen dran, bei dir beruhigen. Und er wird jedem wieder seinen Platz geben, wo man muss. Und eben die offenen, geschlossenen Türen. Das sind Sachen, die vielleicht einfach so passieren. Und auf der anderen Seite sind das Sachen, wo, hey, da liest du in der Bibel und es steht echt nichts über TÜV. Oder? Also doch, manchmal steht so, und die Blitze zucken. Das ist dann immer, wenn du schnell fahrst oder so. Dann ist es so etwas, oder? Es gibt extra eine TÜV-Fahrer-Bibel, da können sie so Bibelverse aufs TÜV-Fahren auslegen, oder so mit feurigen Ross in den Himmel. Ich denke, das könnte PS sein und so, das wäre noch Elias und so, gut. Aber du findest manchmal nichts in der Bibel. Wenn du eine Antwort suchst oder etwas fragen willst, soll ich jetzt diesen Job nehmen oder soll ich diesen Job nehmen oder soll ich an die Bewerbung gehen oder soll ich die Frau heiraten oder nicht oder mit der treffen oder mit dem treffen? Das steht nicht, nimm das Vreni oder mach das, oder? Das steht nicht. Und dann bettest du für offene und geschlossene Türen. Und machst dein Bestes. Bereitest dich gut vor für das Vorstellungsgespräch, gehst dort hin und alles und machst. Und du sagst Gott, hey, mach die Türen zu, wenn sie zu sein sollen. Ich bin bereit, den Weg zu gehen. Und dann sagt er, ja, Herr Scherer, super Sache gewesen, aber wir nehmen sie nicht. Und das gibt es manchmal auch, oder? Und das ist so wichtig, so dort kommt das Gebet drin rein, wo du keine Antwort hast, keine Beratung hast, oder du hast die Option, es ist ein guter Weg, diesen Job zu machen, es ist ein guter Weg, das zu machen, jenes zu machen, du weißt es aber nicht und dann sagst Gott, hey, offene, geschlossene Türen, gang oder mach sie zu, mach sie auf.
Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch mit diesen offenen, geschlossenen Türen ein Stück weit drin hineingeht. Und wenn wir dann da drin sind und in dem Gebet sind, dann musst du dir jetzt mal vorstellen, eine elektrische Tür beim Migros. Oder? Die geht ja nur auf, wenn du näher kommst. Du kannst also vor so einer elektrischen Tür eine Stunde lang stehen, einen Tag lang stehen, dafür beten, dass Gott die Türen auftut. Die wird nie aufgehen. Die geht erst auf, wenn du die Schranken durchlaufst. Dann macht und ist sie offen. Und das ist der zweite Punkt bei dieser ganzen Sache von dieser Predigtserie. Wir bleiben in Bewegung. Oder so, dass wir sagen, ja, wir gehen den Weg, oder? Wir laufen mit Gott. Hey, mach die Türen auf, mach sie zu und dann laufst du drauf zu und dann merkst du schon, wenn sie nicht aufgeht. Aber wir sind in Bewegung. Wir sind gut vorbereitet für die Entscheidungen, die wir machen und er macht Türen auf und zu. Und so, wenn wir immer in Bewegung bleiben, nicht ein Jahr lang über eine Entscheidung zu beten, sondern vielleicht einen Schritt in die Richtung zu machen. Vielleicht braucht es das ja auch mal, ein Jahr lang zu beten, aber so ein bisschen mit den offenen und geschlossenen Türen ist es wirklich so in die Richtung, hey, come on, wir gehen darauf zu, ich bereite mich vor, ich probiere es, Türen zu, okay, wo ist der nächste Weg, wo ist die Tür, und dann geht eine auf, eine zu. Und da sehen wir zum Beispiel, ich habe das gefunden mit der offenen, geschlossenen Tür in der Apostelgeschichte. Der Paulus, der hat das eigentlich genau so erlebt. Ich lese es euch kurz vor. Apostelgeschichte 16. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den pyrgischen Teil der Provinz Galatien, denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asien Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in der Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist nicht. Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einmal da haben wir es nicht, aber ich habe bei mir da jetzt alles fett gemacht. Also, da haben wir zuerst zogen sie durch, dann sie in der Nähe kamen, dann reisen wollten, sie zogen sie weiter und erreichten. Also 5-mal, die sind immer unterwegs gewesen. Es ist nicht so quasi, oh, zu, okay, zu, oh, was machen wir jetzt? Nein, nichts machen wir jetzt, es ist zu. Sondern sie sind da gewesen und dann haben sie da, oh, nein, Gott hat gesagt, nicht, okay, da, oh, da auch nicht, okay, da sind wir jetzt, das ist super, da haben wir uns etwas erreicht, wie geht es weiter? Und das ist die Art und Weise, wie der Paulus durchgegangen ist. Das ist die Art und Weise, wie der Paulus die offenen, geschlossenen Türen angenommen hat von Gott. Ich meine, vielleicht mega cool, es steht leider nicht. Das wäre doch cool gewesen, so ein mega Feuer, wo Gott sagt, nein, oder und so. Aber das ist egal wie. Das ist egal wie. Aber du gehst weiter und sagst, okay, da nicht, dann nehmen wir die Türen, oder wo geht es da durch und ui, oder? Und mit Gott unterwegs zu sein, in Bewegung bleiben, das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt insgesamt bei Führung oder auch bei dem, genau. Oh ja, da habe ich eine gute Sache noch. Ja, das ist das Beispiel, wo ich auch schon noch ein bisschen Zeit habe. Genau. Um das zu zeigen, in Bewegung bleiben, oder? Ich habe einmal gekündigt, ich habe ja in Bassersdorf, haben wir gesehen, bin ich Pastor gewesen und habe dann gekündigt, oder mit gegenseitigem Einverständnis gekündigt, was auch immer das heisst, ist jetzt ja gleich. Aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr Pastor gewesen, oder? Und ich hatte die Nase da voll vom Pastor sein, oder? Das Predigen ist schon cool, aber alles andere hat mir dann ein bisschen, Und dann habe ich Gott gesagt, weisst du was? Gott ist ganz klar, ich werde nie mehr Pastor, ausser du machst ein Scheunentor auf, wo es drin steht, dort, so, oder? Und 10 Leute die ganze Zeit winken, dass ich das mache, sonst mache ich es nicht mehr. Vergiss es, oder? Ja, und jetzt bin ich da. Oder? Und das war der Messe, oder? Er hat mir, also zuerst hat der Hannes geschrieben, oder? Und der Hannes, der ist ja sensationell. Der hat geschrieben, ich bin auf Weltreise gewesen, auf Jobsuche nach der Weltreise, so ein bisschen so. Und dann schreibt der Hannes so, Freund, komm herüber, also wir sind gerade in Amerika gewesen, oder? Komm herüber und hilf uns, oder? Das ist schon ein Vers aus der Apostelgeschichte, so quasi, wo die einen Christen Paulus schreiben. Dann dachte ich, boah, oder? Gut, Zürich Oberland und so. Und dann ich dachte, ja gut, jetzt schaue ich mal, was passiert. Oder? Dann kommt vom Messe ein Arbeitsvertrag bis ins Detail ausgearbeitet. Oder? Und dann wirklich müssen sagen, okay, also das ist jetzt, also wirklich, die wollen mich scheinbar, oder? Und so habe ich das
geprüft auch. Ich weiss noch genau, der Nationalpark, wenn ich dort gehockt bin, habe ich es geprüft und gesagt, hey, mal, Herr, das ist jetzt genug gross offen. Das gehe ich durch, oder? Und so bin ich daher gekommen. Einfach, dass ihr es merkt, wie das geht, oder? Unterwegs Zeit zu fragen, immer dran zu bleiben und mit Gott manchmal vielleicht auch so Deals zu machen. Und das andere, was ich noch spannend finde, wenn wir jetzt Apostelgeschichte weitergehen, das ist, der Korinther ist es zwar, wo der Paulus wieder schreibt, oder? Hier hat Gott viele offene Türen geschenkt. Also er redet ja von dem auch, oder? Ein Stück weit. Er hat da jetzt mega viele offene Türen gehabt. Und um die rettende Botschaft zu verkünden. Und dadurch haben zahlreiche Menschen zum Glauben gefunden. Halleluja, oder? Wie cool ist das, oder? Und dann schreibt er das, gleichzeitig sind auch viele Gegner da. Und das ist vielleicht ein bisschen das andere. Oder? Ich bin jetzt dann ins Zürich Oberland gekommen, oder? Und es war nicht einfach nur einfach gewesen, sondern du musst dir das Vertrauen verdienen, du hast Prüfungen, die du da musst dir wieder erarbeiten und so weiter und so fort und Herausforderungen. Und vielleicht ist deine Tür sperrangelweit offen, aber es stehen noch ein paar Typen dort, die du einfach überwinden musst. Ein paar Probleme oder Riesen, aber auch dann können wir diesen Riesen sagen, ab mit euch ins Meer durch Jesus, oder? Aber es ist vielleicht nicht gerade einfach nur Flutsch, sondern es ist vielleicht, hey, da hat es noch Widerstand. Und das ist ganz wichtig, auch da auseinanderzuhalten, oder? Was sind jetzt Türen? So, oder? Und wo sind Türen, die ein bisschen offen sind, wo du dir aber auch noch verdienen musst? Ich meine, sorry, keine Bewerbung schreiben, gibt auch keine Stelle. Oder? Und wenn du eine Bewerbung schreibst, hast du vielleicht noch 10 andere, die auch eine geschrieben haben. Und dann musst du ja gleich dich behaupten und sagen, ich bin aber der Beste, ich will diese Stelle unbedingt. Und dann musst du das ein bisschen erkämpfen. Oder wenn du eine hübsche Frau hast, dann sind vielleicht 2, 3 andere Männer auch noch dort am Scharren. Oder umgekehrt, Männer und so weiter, oder? Gut, wir haben es begriffen. Ha, jetzt hätte ich schon wieder ein Beispiel. Na gut, das lösen. Ja, nein, gut. Also, weißt du, dann heisst es nachher wieder, hast du 59 Minuten predigt. Aber ja, ich bin gerade eine gute Fahrt, dann nehmen wir es, oder? Also, Widerstand. He? Wir haben ja in Bassersdorf, das war halt dort noch in der Kirche, da haben wir zuerst in der EMK angefangen, Methodisten, oder? Und dann haben wir dort 2 Jahre, 1,5 Jahre Gottesdienst gefeiert, alles gemietet und dann ist die Idee gekommen, hey, wir könnten in den Freihof hineinzwiegeln. Das steht da, wo jetzt GVC Bassersdorf drin ist. Und ich habe von Gott ein Ja gehabt und eine offene Türen und so. Dann haben wir gebetet und gesagt, hey, wenn du dort reingehst, die Frau Grieder, oder? Also das ist eine ganz liebe Frau, aber der gehört halb Bassersdorf. Und es ist nicht ganz einfach, mit ihr zu verhandeln. Sie ist sehr von sich überzogen und ja. Und dann haben wir gebetet, wie Weltmeister, dass Gott da die Türen auftut und dass wir zu diesen Konditionen, wie wir es gerne hätten, halt, wenn man es so in der Kirche macht, dass man das dann überkommt. Und wir haben das Gespräch gehabt. Ich weiss noch genau, das ist dort bei dem Ping-Pong-Anlage in Bassersdorf, sind wir dort reingeguckt, im Kaffee, das gehört auch rein. Und dann, also super, gell? Also nichts gegen die Dame, die hat uns alles. Es war ein Gespräch wie durch Butter. So à la, ja, wo muss ich unterschreiben? Aber ich sage euch, das Zügeln war wirklich mühsam gewesen. Dort musste ich es mir so verdienen. So viel Widerstand sind nachher mit dem Umbau und all dem Zeug, oder? Aber die Türen war offen gewesen, aber du hast Widerstand. Und gerade im Reich Gottes, wenn du Gottes Willen willst tun, wenn du jemanden segnen willst, wenn du für jemanden willst, etwas Gutes tun willst, dann kommen vielleicht auch Widerstände. Und dann kannst du nicht einfach sagen, nein, Gott will mich wahrscheinlich nicht, dass ich den Sepp segne oder da etwas mache, oder? Sondern dann sagst du, hey, Gott hat so geredet und jetzt gehe ich durch die Türen durch und jetzt schaue ich mal, wie weit ich komme. Und ob da Riesen sind, die es noch zu machen gibt. Und da habe ich wirklich viel gelitten. Eigentlich hat es ausgesehen, als wäre es so eine Rutschbahn, oder? Das Ziel, aber es ist dann wirklich eine Rutschbahn, die dann nachher drauf ist. Und dann haben wir müssen dort noch einiges machen. Und das war so ein Beispiel, wo ich merke, hey, Widerstände sind ganz normal, auch bei offenen Türen zum Durchgehen. Ja, das klingt jetzt alles super. He? Aber ich möchte euch noch zu einer Frage hin mitnehmen. Und zwar zu der alles entscheidenden Frage, wenn es um Gottes Reden geht. Auf vielfältige Art und Weise. Träume und so weiter. Gell? Ich möchte euch dazu in mein Herz mitnehmen. Ich möchte euch mein Herz zeigen, was da so drin ist. Habe ich ja jetzt schon ein bisschen, aber ich möchte euch noch ein bisschen weitergehen. Und dazu habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar habe ich dann einen Stuhl. Eigentlich ist es so, wie soll ich sagen,
es ist der Thronsaal von meinem Herz. Das ist der Thron von meinem Beruf. Dann habe ich da den Thron von meinem Hobby. So. Dann habe ich da, oh, jetzt brauche ich da die noch. So. Habe ich da noch die Finanzen. So. Sehen das alle, he? Beruf, da sitzen so die Bereiche in meinem Leben. Das ist der Thron von meinem Herz. So sieht mein Herz aus. Ja, das sind all meine Kollegen. Schön. Ja, jetzt haben wir da den Minister vom Hobby und da von den Finanzen. Ich müsste überall noch, aber ich kann nicht mehr aus der Müsli Church abzügeln. Wir haben es mir nicht gegeben. Ja, jetzt kommt der vom Hobby. Wird bei mir da das Knie und ja, Letten und so. Dann kommt aber der von den Finanzen. Und ich bin da und ich bin der Chef, ja, oder? Das ist mein Lebensthron, mein Herzensthron. Oder jetzt fängt die an zu kämpfen. Ich will mehr und ich will auch noch mehr und ich habe noch und so. Ja, du kommst genug über, ja, mach nun und du auch und so. Und dann sind sie eigentlich das Vierte am Schreien, oder? Ich zeige jetzt nur von zwei, die aufeinander losgehen, die darum kämpfen, wer darf auf meinem Thron sitzen, wer darf auf meinem Schoß sein, oder? Wer kommt mehr Aufmerksamkeit über? Und dann tue ich und so. Und wer so lebt, ist getrieben von den Sachen, die da sind. Und vielleicht haben das Gefühl, ich habe etwas vergessen. In dem Getriebenen hinein. Noch ein Stuhl fehlt ja. Das wäre der Stuhl mit dem Kreuz. Mit dem Glauben. Oder? Weil der kommt bei mir ja da beim Beruf her. Ich habe noch Glück gehabt, oder? Was hast du für eine Ausrede? Oder? Der Punkt ist, Glauben ist gar kein Bereich von unserem Leben. Der zielt nur auf eins ab. Und zwar deinen Thron überzukommen. Das hebt jetzt nicht, aber ja. Oder? Deinen Thron da überzukommen. Und ich nehme irgendwo auf so einem Stühle Platz, vielleicht. Aber bildlich gesprochen geht es um das in unserem Leben. Wenn Gott, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist nicht auf dem Thron sind, sondern unsere Sachen vom Beruf sich darum kämpfen und mich treiben, irgendwie jemandem wieder genug Aufmerksamkeit zu schenken, wie will Gott das führen? Das wird richtig schwierig. Es geht darum, Jesus zu sagen, hey, schau da, das ist mein Thron. Niemand. Es geht darum, ihm den ersten Platz im Leben zu geben. Dass er nachher jedem anderen kann Ruhe ins Leben hineinbringen und er kann jedem anderen wieder den Platz hingeben, wo er... Es ist überhaupt nichts gegen einen guten Beruf und Karriere, nichts gegen Hobby oder Finanzen zu haben oder Familie. Aber der Chef, der darf Jesus Christus sein. Und so ist das der Punkt, wo es darum geht, wenn wir über die Predigtserie, Gott redet vielfältig. Gott führt auf vielfältige Art und Weise. Dann muss in deinem Leben auch etwas klar sein, dass du dich führen lassen willst. Und führen kannst du nicht von dem Thron aus, sondern führen kannst du nur vom Hauptthron. Und das habe ich mich auch schon entscheiden. Rein schon bei meiner Hobbygeschichte, oder? Ist denn der Töff mein Thron, mein Herr? Und für euch wundereinander, ist die Familie der Herr, sind eure Kinder der Herr. Es ist das, was wir Jesus wettet, in unser Leben einladen. Und weißt du, es ist immer so, wir hätten gerne den Jesus, das mit den Sünden, für das ist er gestorben, super Sache, oder? Aber ich sitze trotzdem noch da. Aber Jesus will sagen, hey, weißt du was, ich will eigentlich den Thron vom Leben haben. Gib mir deinen Thron, lass du dich führen. Lass du dich führen, Schritt für mich. Oder von mir. Dass du diesen Schritt kannst haben. Und du hast die Frage,
Glaubst du, dass dein Leben besser wird, gut wird, wenn Jesus auf dem Thron sitzt? Weil die ganze Predigtserie, die jetzt noch kommt, hat keinen Sinn, verläuft im Lehren und ist Theorie, wenn wir nicht Jesus Christus auf unserem Lebensthron haben. Und das ist jetzt nicht nochmal eine neue Bekehrung oder irgendwie so neu hinkommen. Das kann auch sein. Aber es geht auch darum, als Christ zu sagen, ja, ich will Gott hören und ich will dann auch tun, was er sagt. Ich lasse mich da drin von ihm leiten. Ich gebe ihm den ersten Platz in meinem Leben. Und nicht meine Gefühle. Und heute haben wir auch Ehepaargebet da. Und es gibt genau das Gleiche. Du bist, obwohl du eine Familie vielleicht bist und Kind hast, dann ist trotzdem auch von der Ehe Jesus Christus der Herr. Und nicht deine Kinder oder die Karrieren oder das Häuschen oder der Garten oder was auch immer. Und vielleicht ist heute dran, der Tag noch, zu sagen, hey, das ist der Start von dieser Predigtserie und ich erwarte Grosses, dass Gott redet, dass ich Gott höre. Und ich weihe dir neu mein Leben. Ich gebe dir neu den Thron. Und ich weiss, es ist irgendwie, die Finanzen sind da auch noch am Mitmixeln. Oder auf meinem Thron ist Chaos, weil alle da oben hocken und alle wollen da auf den Schoß. Und heute kann der Tag sein, am Anfang von dieser Serie, wo wir nochmal sagen, hey, ich will Gottes Stimme hören und ich weihe ihm mein Leben. Ich weihe ihm neu mein Leben. Oder eben beim Ehepaargebet, dass er zusammenkommt und sagt, und wir weihen unsere Ehe Gott, dass er in unsere Ehe hineinreden kann. Dass wir zusammen am gleichen Strick reissen. Da können wir so viel reissen, zwei, die am gleichen Strick sind. Können so viel bewegen, so viel bewirken. Und das will ich dir ins Herz hineingeben. Weil das, ehrlich, schiesst es mich an, Predigtserien zu halten, die nur in der Theorie sind. Ja, schön, ja, ein Traum ist doch eine gute Sache. Ah ja, offene, geschlossene Türen. Aber hey, es geht darum, dass Gott auf dem Thron sitzt und dich führen darf. All deine Bereiche führen. Und dann fährt er nämlich an reden. Weil dann gibt er jedem seinen richtigen Platz. Dann sagt er, weißt du was, die Finanzen kommen daher und die Familie kommt daher und das Hobby kommt da rüber. So sieht es nämlich richtig aus. Und dann fährt er an reden und du kannst in deinem Herz mit ihm aufräumen. Und es ist nicht so, wir stimmen mal ab, ob Gott darf reden. Er hat jetzt zwar einen coolen Traum und so, aber sondern dass wir sagen, da hat es nur Platz für einen. Und zwar für Jesus Christus, für den Vater und für den Heiligen Geist. Und dann wird er durch unser Leben sein Reich bauen. Und das wünsche ich mir von Herzen, für mein Leben, für euer Leben, für uns als Kirche. Dass wir jeden Einzelnen hingehen und sagen, jawohl, ich baue mein Reich. Nein, sein Reich. Sorry. Ich möchte euch einladen, heute Morgen mit mir ein Gebet zu sprechen. Das ist ein bisschen ein gefährliches Gebet. Aber es kommt aus der Bibel. Ich habe 2 Verse genommen aus der Bibel. Ich möchte euch einladen auf die Frage, wer ist auf deinem Thron? Sind es deine Ferien? Bei mir wäre es Wellnessen, der TÜV. Und ich will Gott antworten und sagen, Jesus Christus, genau, jetzt brauche ich das. Hey, komm, wir machen es doch, dass wir aufstehen. Voll. Und vielleicht ist es in deinem Herzen nicht dran, vielleicht sagst du, hey Mann, das ist easy, das ist so klar, aber es geht trotzdem nochmal darum, hey Gott, dein Herz herzugeben. Und jetzt können wir das ja miteinander beten. Und wenn du nachher als Ehepaar nochmal einen Segen willst, oder, dann können wir auch dahinter gehen. Und wenn nochmal etwas da ist, können wir auch dort noch für uns beten. Aber so, wenn wir zusammen allgemein das beten, haben das schon gelesen. Ich lese es euch mal vor, damit ihr nicht Katz im Sack kauft, oder? Jesus Christus, Vater im Himmel, ich gebe dir meinen Herzensthron, denn du bist mein Gott. Lehr mich, nach deinem Willen zu tun. Dein guter Geist führt mich auf sicherem Weg. Lass mich sehen mit deinen Augen, damit ich jede Gelegenheit nutzen kann, um Gottes Willen zu tun. Ist das ein Gebet? He? Das wollen wir sprechen miteinander.
Also, los. Laut, Jesus Christus, Vater im Himmel, ich gebe dir mein Herzensthron, denn du bist mein Gott. Lehre mich, deinen Willen zu tun. Dein guter Geist führe mich auf sicherem Weg. Lass mich sehen mit deinen Augen, damit ich jede Gelegenheit nutzen kann, um Gutes zu tun. Amen. Jesus, und ich danke dir. Und wir stehen da vor dir. Und du siehst unseren Wunsch. Und du siehst die inneren Kämpfe, die da noch drin sind. Aber was soll's? Du bist da und du wirst Ruhe schaffen in unserem inneren Leben. Du bist da und du wirst uns führen und leiten. Du wirst zu uns reden auf vielfältige Art und Weise. Du wirst Ruhe bringen. Wir, die so getrieben sind von so vielen guten Sachen. Du kannst Ruhe bringen. Du kannst drin hineinkommen. Und Jesus, du gehst jetzt auch durch die Reihen und du redest gerade heute Morgen, welches Ehepaar soll doch noch einen extra Segen abholen. Und ich bitte dich, dass du da redest und du siehst auch jeden Einzelnen, der sagt, hey, und jetzt, Jesus, ich bringe dir das nochmal und ich will auch ans Kreuz gehen oder ich will ins Gebetsteam hintergehen. Heiliger Geist, ich weiss, du redest. Durch warm oder kalt im Körper, durch einen Eindruck, durch einen Bibelvers. Und ich bitte dich, dass du vielfältig zu uns redest heute Morgen, Jesus Christus. Jetzt in dieser Worship-Zeit hinein. Jetzt, wo wir miteinander dich anbeten und warum beten wir dich an? Weil du auf dem Thron bist. Wie in meinem Herz, aber auch im Himmel schon, wenn wir es in der Offenbarung lesen. Du bist würdig. Das Lamm auf dem Thron. Amen.